Die Debatte, die wir heute feiern, ist für mich am Anfang die wichtigste Debatte, die wir in dieser Legislaturperiode zu feiern haben. All andere Probleme, über die wir müssen diskutieren und dezidieren, sind wichtig und nun auch mit der Zukunft zu dienen. Das Globaldiskussion über die Zukunft von unserem Land ist aber die wichtigste. Für eine paar Monate haben wir parteiübergreifend an der zuständigen Chamberkommission beim zuständigen Minister, dem Herrn Bausch, beraten und dezidiert die Regierung zu rekommandieren, die angeschlossene Prozedur von der Plan sektoriell aus juristische Grenzen stoppen, was die Regierung auch gemacht hat. Ob die Ursachen brauche ich nicht mehr anzugehen. An der Kommissionssitzung selber und ich proposiert, von der Gelegenheit zu profitieren, von der Zeit, die wir noch kriegen, für eine tiefgreifende Diskussion über die Zukunft vom Land zu feiern. Den Zukunftstisch, wie als Grenzkollegen das an der Vergangenheit genannt haben. Denn Herr Minister Bausch hat auch direkt an der Kommission gesagt, dass auch hier in der Meinung wir, und auch dann hat hier vorgeschlagen, die heutige Debatte schon proposiert. Diskussion von der Debatte haut gesinnig dürfen auch an der Optik. Die Debatte von haut darf nicht einmalig sein, aber schon gar nicht der Schluss sein. Es muss echt ein Anfang sein. Wir müssen weiter Diskussionen, nicht nur hier draußen, aber auch da draußen mit der Zivilgesellschaft. Mit Patronats, einer Gewerkschaftsorganisation ist doch der Meinung, dass wir den Heringen zu diesem Sujet an der Chamber organisieren. Denn dabei ist enorm wichtig. Wir sollen uns nicht in einen Zeitdruck setzen. Die Wirtschaften Plan sektoriell müssen nicht am Ende von diesem Jahr fertig sein. Auch wenn sie wichtig sind. Mehr wichtig ist, dass wir uns vertieft eins gehen, wo wir als Land wollen hinsteuern, am Plan sektoriell aufgrund von der Zukunftsvision basieren lassen. Die große Frage, die wir uns müssen stellen, bauen wir an Zukunft vom Land auf einem rengen ökonomischen Wachstum ab, mit einer Perspektive von 4% Wachstum oder mehr oder Männer, oder bauen wir Zukunft in diesem Land auf eine ökonomische Entwicklung ab, die dem Prinzip an dem Wort Nachhaltigkeit auch gerecht wird. Das ist die Diskussion, die wir müssen führen. An die Diskussion haben wir Menge Minuten noch bis heute hier an der Chamber nicht genug behandelt. Immer aber über die Zukunft diskutieren, müssen wir vertieft einen Blick zurückwerfen. Huet den über Jahrzehnte unhaltenden stramme Wachstum hier am Land das brücht, was wir uns erwarten. Sind wir heute mehr zufrieden und besser dran wie 24, 30 Jahre. Sicherlich muss ich sagen, die Frau an einer Reihe von Punkten positiv beantworten. Durchschnittsverdienste, sie gut, den Durchschnittsfamilien der Bürger geht es gut hier im Land. Wir haben einen von den besten Sozialsystemen von der Welt und so weiter. Man muss dann aber auch die Negativentwicklung gucken. Die Entwicklung von der Population. Die letzten 30 Jahre haben wir ein Plus von 185.000 Einwohner. Haut opal 550.000 Leute in einem Land finden. Am Schnitt 12.000 neue Einwohner pro Jahr. Der Chômage an den Arbeitsplätzen. Der Chômage schlug 34 Jahre bei 7.000, 8.000 Leute. An dem wird zur Tripartit festgehalten, wenn wir eigentlich bei 10.000 Chômeurs kommen, da wären wir an einer Krisensituation. Heute sind wir bei 25.000 gekommen, wenn wir die Leute an den Beschäftigungsinitiativen mit dabei rechnen. Die Schuld von dem Chômage ist enorm angeklommen, trotz Rekordzuwachs und Arbeitsplätzen. Heute 400.000 Arbeitsplätze. Am Schnitt 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze pro Jahr. Von 10 neuen Arbeitsplätzen gehen 6 von Frontalier besetzt. Sogar an den Krisenjahren 2008, 2009, Kollege Lochstadt hat dafür schon mal gesagt, entschuldigt. Ein Minus an wenn man kein Wort Wirtschaftswürsten sogar ein Minus hatten, hatte mich komplett geniert. Das Minus an Wirtschaftswürstum hatten, sind halt dacht,
Das ist voll geklickt. Wie man keine Wirtschaftswurstomten an sogar Minus hatten, haben wir hier am Land noch zusätzlich Arbeitsplätze geschafft, was ein ehemaligen Phänomen ist. Die Stadtwerk rechnet uns voraus, dass beim Wurstum von am Schnitt 3% mal im Jahr 2060 600.000 Arbeitsplätze hier im Land hätten. Und trotzdem, wir haben in den letzten Jahrzehnten so viel Geld verdient und als Schuld von denen Leuten, die in eine Armutsgrenze fallen, auf 15% abgegangen, mit steigender Tendenz. Davon eine längere Zeit Mammen, die am meisten betroffen sind. Schulwesen. Trotzdem wir den teuersten Schulsystem von der Welt tun, losen die Resultate immer mehr zu wünschen übrig. Der Nivellement vers le bas steht seit Jahren Ordre du jour. Der Wohnungsbau, aufgrund von der starken ökonomischen Entwicklung, mit Rekordzuwachs von Arbeitsplätzen auf Einwohner, stimmt die Relation zwischen Offer und dem Markt nicht mehr, so dass Preise von Rekord zu Rekord klammen. 30.000 Lëtzebuerger sind an Grenzregionen, sie selber frontalier gehen. Und das Prinzip, dem wir als Viergeholenen schaffen, wohnen, so nah wie möglich bei Nähe zu bringen, wird mit dieser Politik gerade an die andere Seite getrieben, weil auch die 30.000 Frontalien, von denen der Vielheimland schaffen, müssen all da als Frontalier an den über Stauen Land schaffen kommen. Der Landverbrauch. Stärken sowohl Wohnungen, aber auch Industrie, Handel und Handwerkszonen. Stärke Landverbrauch, 2 Hektar denn da, oder 730 Hektar Joa, die wir zubauen. Den Transport, permanent Thema als den Transport, Heibannen an den Bausen. Staue gi von Tag zu Tag mehr groß, sich an Bus platzen an den Spitzenzeiten aus allen Nähten. Die Infrastrukturen kommen nicht mehr nur. Wir kriegen nicht mehr sehr Zischstrecke gebaut, wir kriegen nicht mehr sehr genug Material und geschaffen Buslinien abgeht. Wir kommen nicht mehr nur mit den Autobahnen ausbauen, Umgehungsstraßen und so weiter. Aber auch andere Infrastrukturen, Schulen, Spitäler, Kirchen, bis hin zu Prisungen, Kläranlagen, überall kommen wir nicht mehr nur, wir sind am Handeltreffen. Familien als Familienpolitik als ganz auf die Ökonomie ausgerichtet gehen. Papa, Mama müssen heute Lëtzebuerg bald mal den schaffen gehen, weil sie zum Teil müssen schaffen gehen, für sie ein Eigenheim nach können heute leisten oder für die Leute zu bezahlen oder ihre Familie zu erholen. Kriminalität fies, wir brauchen mehr Polizisten, mehr Leute an der Justiz und mehr Prüfungen. Und leider haben wir Swiss Leute Rekordzahlen von Leuten in sich an einer sogenannten Wohlstandsgesellschaft suizidieren. Lëtzebuerg leidet am internationalen Vergleich am Spitzenpeloton. 20, 30 Jahre Heichkonjunktur, Staatsfinanzen. Trotz diesem langen Rekordwachstum mit Plusvaluen an Milliarden heicht, sind halt keine Reserven mehr da. Das geht so mehr an der Käse. Das Staatsbudget möchte all Jahres Defizite, am Schnitt an den letzten Jahren 1 Milliarde pro Jahr. Schulden klammen von Jahr zu Jahr. Wir haben halt kein Moyen für Schulden zurückzubezahlen an die verlosen Dat der kommenden Generationen. Alles das ist leider Realität, das ist die andere Seite von der Medaille. Und ich zitiere unseren früheren Staatsminister, den keine Chambre gesagt hat, dass sie ausrechnen genossen hat, dass die stramme Wachstum just genug gibt, aufwerfen gerieren, für sie eventuell seine eigenen Nachfolgekosten zu finanzieren. Hauptmännisch muss man sagen, dass das mal nicht mehr durchgeht. Als Sozialsystem beruhen auf Finanzierung aufgrund von dem starken Wachstum. Für allem also Pensionssystem, wo man sagen, wir müssten 4% Wachstum haben, für das Pensionssystem langfristig zu finanzieren. Das ist eine Menge Meinung die falschsten Hypothese, die ich nicht mehr machen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Für eine Pension zu bezahlen, brauchen 3 Aktive. 3 Aktive für eine Pension. Wenn wir 100.000 Pensionäre haben, brauchen wir 300.000 Aktive. Wenn wir 200.000 Pensionäre haben, dann brauchen wir 600.000 Aktive. Aber wenn wir rein mehr haben, 500.000 Pensionäre, dann bräuchten wir theoretisch 1,5 Millionen Aktive. Jeder gesagt also, dass die Hypothese wird zu sagen, wir brauchen so starken Wachstum für als Pensionssysteme zu finanzieren, dass die das Problem nicht mehr klein machen, wie dass die das Problem
mit groß machen, dass die Ried an den Chaos feiern. Es gibt natürlich Grenzen, und Land und Leid. Aber wir müssen dafür Finanzierungssysteme schaffen, was uns nicht an die Aufhängigkeit bringt, an der Moyen müssen so starken ökonomischen Wachstum zu haben. Aber auch bei neuen Entreprisen muss man uns eine Reihe von Stroh vorstellen. Froh bringt es aus dem Land etwas, die alle neuen Entreprisen, die wir ins Land holen. Die Froh haben wir bislang noch nie echt nicht gestaltet, wenn man ehrlich ist. Letztes Jahr haben wir alle Jahres 3000 neue Betriebe hier im Land abgeholt. Am Blick haben wir 33.000 Betriebe hier im Land. Kollektivitätssteuer von diesen 33.000 Betrieben, die bezahlen 2012 1.551 Millionen. 2013 1.520, 2014 1,5 Milliarden. Wir haben an den 3 Jahren 9.000 neue Betriebe hier im Land entbaut, aber wo man Kollektivitätssteuer geht. Wir kommen nicht allein an die Arbeit muss die Regierung als machen, immer genau zu gucken, was ein Betrieb als bringt. Es sind überzeugt, dass wir Betriebe hier im Land gezogen haben, die aber global gesehen für das Land negativ waren. Froh, die man muss stellen, was muss mir einen Betrieb eventuell gehen und Terrain, Infrastrukturen oder so helfen. Wie viel Leute beschäftigt der Betrieb? Was für Leute, hochqualifizierte Leute, mit einem hohen Lohn oder Leute mit Mindestlohn? Haben wir die Leute hier am Land oder muss man sie sicher gehen? Sind das Leute, die Steuern bezahlen oder sind es just Leute, die um Mindestlohn leihen? Sind es Frontalien oder sind es Residenten? Die man muss noch einen Platz schaffen. Vielleicht keine Steuern bezahlen als Frontalier, die wo vielleicht kein, wo der Staat aber muss Kotisation für einen Pensionskäse bezahlen. Studentenbusse, Chômage, Transportprobleme, auch noch vielleicht bezahlt der Betrieb keine Steuer. Oder bezahlte kein, hat aber vielleicht einen positiven Einfluss auf als Ökonomie. All die Fragen muss man stellen. Wir können nicht einfach Betriebe unlackeln, ohne am Voraus zu gucken, ob der Betrieb etwas bringt oder nicht. Das Resultat von so einer Analyse kann auch sein, dass es besser wäre, bestimmte Betriebe an der Grenzregion umzusiedeln, wenn dort Leute wohnen, die müssen an die Betriebe schaffen gehen, a Platz, dass mit Betriebe hier am Land aussiedeln, nichts davon hun, an die Leute müssen nicht alle aus der Grenzregion hier auf Lëtzebuerg deplacieren. Das ist eine Aufgabe, bin ich der Meinung, die Regierung unbedingt nicht machen, gucken, was die Einzelbetriebe an den einzelnen Sektoren bringen, und nicht blinde Menschen eine Politik machen von immer mehr Betrieben, ohne das Resultat zu gucken. Resümiert muss man das Fragen also stellen. Fanden wir es normal, dass wir alle Jahre 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen, an der Chômage klemmt von Jahr zu Jahr. Fanden wir es richtig, dass wir sowohl Reichtum hier am Land schaffen und trotzdem immer mehr Familien und Leute in der Armutsgrenze fallen. Fanden wir es normal, dass das teuerste Schulsystem von der Welt immer mehr schlechte Resultate aufweist. Fanden wir es familienpolitisch richtig, dass Mama und Papa musste schaffen, für ihre Familie zu erhalten. Fanden wir es normal, dass als Kinder auch viele Familien mussten an Grenzregionen wohnen gehen. Fanden wir es richtig, dass wir heute Schulden machen, für unsere Lebensstandard noch weiter auszubauen. Und fanden wir es richtig, dass die Schulden, die wir heute machen, die nächsten Generationen müssen zurückbezahlen. Fanden wir es normal, dass wir das als Sozialsystem langfristig kann evaluieren, wir die zukünftigen Generationen auf eine unlösbare Situation zurücklassen. Und zum Schluss wollen wir eine Gesellschaft, wo der Mensch nach just am Dienst von der Ökonomie zu stehen hat, und just nach materiell Werte zählen. Herr Präsident, all die Fragen müssen wir euch stellen, ehe wir über die Zukunft vom Land diskutieren. Wir müssen die Courage haben, auch das Fragen zu stellen. Wir müssen vertieft eine Analyse machen, was von dem strammen Wachstum von den letzten 30 Jahren positiv und negativ ist. Und dann muss man die nötigen Konklusionen ziehen. Und dann dezidieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei den Konklusionen uns auch ganz eins gehen. Dass es nicht kann, so weitergehen. Es gibt natürlich Grenzen. Auf Fleisch, Natur und Menschen. Dafür glaube ich, dass wir uns eins auf den Punkt gehen. Es ist nicht, dass es nicht kann, so viel gehen. Weil wir nicht wollen, dass die kommenden Generationen voll an den Chaos rennen.
Méi schwéier gëtt aus de Konklusionen Decisionen zu ziehen. Wenn wir zur Konklusion kommen, dass, wenn wir weiter so eine stramme Wurst upeilen, dass es dann Chaos feiert, dann bedingt das konsequenterweise ein Umdenken von unserer ökonomischen Entwicklung, aber auch konsequenterweise ein Umdenken mit der Gestion von dem Geld, was wir dann als Gesellschaft verdienen. Am Highlight das Problem. Weil wenn wir ehrlich sind, kein von uns alle bis heute Courage hat, für das ehrlich zu sagen, Konklusionen zu ziehen und zu sagen, was für Decisionen sich aufgrund von diesen Konklusionen optren. Nicht, weil kein von uns weiß, was nicht dezidiert geht. Nee, vielmehr, weil Politik, und so Politik in general, Angst hat, offen auszuschwätzen, was das Umdenken verlangt. Der Mentalitätswechsel an einer Gesellschaft, die über Jahre, Jahrzehnten mit dem Scheckheft bedenken ist, herbeizufeiern, ist nicht einfach, aber längst überfällig. Dafür muss man nicht nur als Politiker mit zusammen mit der Zivilgesellschaft, mit den Leuten am Land offen und ohne Tabu überall an die Gesamtproblematik diskutieren. Dafür nicht viel noch gesagt, ich bin der Meinung, dass der Teil nicht der Schluss mit dem Umfang von einer Diskussion sind und dass das auch soll Hearungen über das Sujet echt war. Was echter, was besser. Dafür sind ja heute die Diskussion, wie gesagt, ein Umfang. Landesplanung ist enorm wichtig und ist längst überfällig. Wir für alle Menschen, und so sehr wie möglich, Mengen Decisionen über die Landesplanung zu machen, wie falsch. Wir sollen zwar keine Zeit verlieren, aber wir müssen führende Decisionen wissen, wo wir wollen als Land eine Gesellschaft hinsteuern. Und ganz wichtig, wie nachhaltig als Decisionen sind für die zukünftigen Generationen. Wenn wir meinen, wir müssten weiter so stramm wurzeln, das sind all Diskussionen, die wir bis heute gefeiert haben, im Soss. Wenn wir meinen, wir müssten einen Planloser machen, den irgendwie was gut ist, aber auch den seine Grenzen hat. Aber wir gucken nicht, wie wir den Wurstum an Zukunft kontrollieren. Aber wir meinen, wir müssten selbst wissen, wie an den nächsten 20, 30 Jahren. Da sind die Pläne, egal was für ein Plan das wir machen, und egal wie gut sie gedurcht sind, die Pläne, da sind wir spätestens auf 5 Jahre Stimmer im Hai, und wir fangen für uns zu diskutieren und so, lo geht es nicht mehr mit den Plänen durch, aber man muss frisch denken. Wir müssen als ökonomische Entwicklung an den Griff kriegen, und das ist nicht einfach, weil wir lange nicht darüber decidieren. Es sind internationale Kriterien, die mitspielen aber auch viel nationale Kriterien mit. Steuerpolitik, Land, dem wir zur Verfügung stellen, ob wir Betriebe unlackelig gehen oder nicht unlackelig gehen, aber man muss die Prozedur allkeers bis Handeln durchdenken. Das ist eine ganz schwere Diskussion, und dafür also doch nicht für Militärpolitik eine kleinkarierte Parteipolitik zu machen. Es soll keine Voraussetzungen geben, es soll auch kein Tabuthema sein. Es soll auch kein dem anderen Vorwurf machen. Und man soll noch nicht zurückgucken, also die tun das falsch gemacht, an die Heimat, an der Teite falsch, an dem möchte das besser, an den anderen möchte. So kommen wir nicht führen. Wir sollen die Courage schon, wirklich die tote Froh mal einmal zu diskutieren, ob wir mit dieser Gesellschaft. Und ich sehe, was sehr statt und Leid am Land bereit sind, auch an die Gesellschaft, an die Richtung zu gehen. Weil kein Hai am Land will, dass sie kann später hin an einer Gesellschaft wohnen, wo alles zu betoniert ist, wo alles am Stau steht, wo gleich keine Lebensqualität mehr ist, wo man just eine Politik gemacht und eine Gesellschaft aufgebaut hat, die sich rein auf materielle Werte abgesagt hat, und nicht auf Lebensqualität von dem eigenen Bürger. Und dafür meine ich meinen Appell, dass man soll als Parteien zusammen die Courage und die Diskussion zu feiern, und ich sehe, was sagt, dass man die richtig Konklusionen kriegen, und aus den Konklusionen drängen sich dann Decisionen, ob die sicherlich nicht einfach sind. Aber wenn wir das Ziel wollen, kommen wir nicht ernst, es soll nicht schlecht sein.